Ich glaube nicht, was gestern passiert ist. Kurz nachdem ich da mein Zeichen nochmal gevorwerkt hat, wollte ich halt gemütlich noch ein bisschen zocken gehen und halt noch ein bisschen Arbeit am Computer gehabt. Internet weg. Jetzt beruhigt euch erstmal alle! Beruhigt euch, verstanden? Es wird alles wieder gut! Wir dürfen nur nicht in Panik geraten! Ich dachte, hey, Router vielleicht kaputt, oder, kennt ihr ja, Stecker rausziehen, nochmal reinstecken. Oder alte Nerd-Trick, damit es ineinander mal geht. Nix. Dann haben wir das Handy angeschmissen und geguckt, was da los ist. Und da schreibe die andere Leute auch da im Umkreis, da in Köln, wo ich wohne. Bei uns auch alles weg. Fernseh, Telefon, Internet, alles tot. Auf jeden Fall ist dann hier irgendwo in der Nähe eine Glasfaserleitung, die muss geplatzt sind oder was weiß ich. Und deswegen war doch alles tot. Danke Unity Media. Und wer mich kennt, der weiß ja, dass ich so eine Art Internet-Typ bin. Pass auf, ich spiele seit November erst im Internet aktiv, ne? Ich war vorher nie im Internet, ich war LAN, NFAC, Northcom, etc. Alles. Und dann komme ich ins Internet und dann kommt so eine Missgestalt wie du da rein. Spielt was laberst du für einen Scheiß? Alleine schon die... Halt deine Fresse, Mann! Ey, wie alt bist du? Und wenn man mir das Internet entzieht, ist das fast so schlimm, als wie wenn ich kein Essen kriege. Fast so schlimm. Wie das Ende vom Lied war, dass bis gestern Abend 12 Uhr immer noch nichts, da bin ich dann nach Schlafen gegangen. Da merkst du erstmal richtig, wenn das Internet weg ist, wie krass alles auf das Internet reduziert wird. Ey, das erste, das erste, was ich gedacht habe, Internet weg, wie bestellst du Essen? Wie kommst du an Essen? Ey, da haben die Nerven echt blank gestormt. Da hast du dann so Sachen wie Fernsehen geguckt, hast du überlegt, mal Buchs lesen und sowas. So viel dazu. Vielleicht gehen ich halt mal noch laufen. Ich weiß es noch nicht. Das sehen wir ja dann. Irgendwann muss ich erst noch was schaffen. Hat ja keinen Bock. Ich habe gedacht, ich gehe auch in die Larve. Ah, Mensch, die Bahn wie Sau. Da an der seitlichen Schienenbahn. Ah, da zieht sie Sau. Eine Kleinigkeit wollte ich euch mal noch zeigen hier in dem Wäldchen. Und zwar, guck mal hier, dieser Baum. Der ist ja schon wirklich richtig fett. Guck mal. Und da wurde 1978 wurde hier was eingeritzt. Das heißt, der steht jetzt hier mindestens schon mal 40 Jahre, wenn da jetzt keiner irgendwie 2015, 78 da reingeritzt hat. Ne? Da komme ich schon fast nicht, also komme ich gar nicht rum. Ne? Der ist schon fett. 40 Jahre. Jetzt guckt euch mal das hier an. Dann muss der ja hier richtig krass alt sein. Der ist ja bald 3-mal so dick. Ich weiß nicht, ich hoffe, man sieht. Fast 1 Meter Durchmesser. Oder hat 1 Meter Durchmesser. Aber hier ist alles voll hier. Überall mit so eingeritzt und so. Guck mal hier. 68. Ich habe gedacht, das wächst irgendwann so ein bisschen raus. Schon ein bisschen gruselig der Wald hier, ne? Da könnte ich ja wieder so eine Szene von The Walking Dead nachspielen. Oh, Moment, das mache ich jetzt mal. Überall so Sachen reingeritzt. Hier, guck, ein Herz mit Pfeil durch. Das heißt wohl so viel wie Love. Liebe auf den ersten Pfeil oder so. Lecker doch, ja, das ist ja schon noch schwätzt. Das ist doch kein 10 Uhr. Was schwätzt denn nochmal so Zeit? Guck da, 79. Nee, was hältst du von der ganzen Sache? Mysterious? Ja, ja. Da hat sich einer viel Mühe gemacht. 1999. Guck mal. Jetzt habe ich die Hexenhöhle gefunden. Leck. Also ganz ehrlich, nachts möchte ich doch nicht rumlaufen. Dann wird man der Kackstift ganz schön raushängen. Echt krass. Mal wegschnippt. Ich komm, wir gehen heim essen. Komm, wir gehen heim frühstücken. Da stehen auch so Kriebe. Guck mal. Komm, wir gehen mal den Baum umarmen. Da könnte Gräsbett richtig mit seinem Fischmob durchjagen. Ja, das mit den Bäumen, das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich wollte unbedingt mal ein bisschen nachforschen. Und zwar handelt es sich dabei um Rotbuchen, die im Krembecker Wäldchen stehen. Und so eine Rotbuche, die wird bis zu 500 Jahre alt. Und die große da, die ich euch gezeigt habe,
also auf dem Baumstamm, auf dem ich gestanden habe, der war mindestens 150 Jahre alt. Und ja, ich habe jetzt hier auf Wikipedia nochmal nachgeguckt und es ist wirklich ein sehr hoher Baumbestand von diesen Rotbuchen. Und unter anderem steht da auch der wahrscheinlich älteste Baum ganz Kölns. Ja, das steht hier schwarz auf weiß auf Wikipedia. Und ja, richtig cool, ne? Was man so durch Zufall alles erfährt. So, sieht ihr doch im Hintergrund? Das hier? Das ist mein Fotostudio. Da mache ich Produktbilder für meinen eBay-Shop. Da wollte ich jetzt mal noch ein kleines Geld basteln. Oh, jetzt habe ich da das Makro-Dings an. Das will ich aber nicht. Wie geht denn das aus? Scheiße. Dann habe ich da so ein Stück Pappe von einem Rückwand von einem Schrank oder so. Kann man aber einfach ein Stück Pappe holen. Alufolie. Mal doppelt, damit es besser hält. Gell, Schatz? Doppelt hält besser. Und schon haben wir unser, wie nennt man die? Reflektor fertig. Stell ich den da hin. Da hinten dran so. Als nochmal was geschafft. Der Grimace. Ich hatte doch gesagt, ihr sollt dem Zauberer den Grimace wegholen. Es ist ein Zaubergrimace. Es ist eine Bewaffnung.